Guten Morgen, ganz herzlich willkommen in der Churchbox. Wir haben heute zwei Themen. Zum einen, wie kann ich eigentlich Teil von Gottes Familie werden? Da gibt es ein Ritual, das die Christen seit Jesus immer gefeiert haben. Da werden wir mehr darüber hören. Und zum zweiten, wie kann ich Gott entdecken? Das ist nicht nur am Anfang des Glaubens wichtig, sondern eigentlich immer unterwegs mit Jesus. Und da habt ihr ein Angebot vom ICF, das dir dienen wird, Gott zu entdecken. Ja, und wir kommen gleich zum ersten Thema, das ist nämlich die Taufe. Und wir haben hier eine wunderbare Familie, die Familie Artmann. Herzlich willkommen. Willkommen, so schön seht ihr aus. Es sieht super aus, ich habe so Freude, ich bin hier reingekommen, es hat mich geflasht. Ihr seid einfach, also wenn man sowas hinkriegt, Chapeau. Ja, wow, gut gemacht. Schön euch zu haben, ihr habt euch ja im März taufen lassen, alle zusammen, die ganze Familie. Das ist eine Geschichte. Sag mal, wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch taufen lassen habt? Ja, vor 3 bis 4 Jahren war es schon mein tiefster Wunsch, mich taufen zu lassen. Doch viele sagten zu mir, bist du nicht zu jung? Bist du dir sicher, willst du dich jetzt schon taufen lassen? Und dann habe ich wieder ein bisschen auf die Seite geschoben. Und dann kam mein Vater und sagte, ja, ich würde mich auch gerne wieder taufen lassen. Und dann mein Bruder, ja, ich würde mich auch gerne taufen lassen. Und dann meine Schwester auch noch. Sie möchte sich auch gerne taufen lassen. Eigentlich kurz gesagt, die Menschenfurcht war bei uns allen zu groß, sich alleine taufen zu lassen. Und ich glaube, Noe erklärt euch noch am besten schnell selbst, was seine Sorgen waren. Yeah. Ja. Genau, ich wollte mich auch unbedingt taufen lassen, aber ich hatte Angst, was dann die anderen Leute über mich denken, wenn sich so eine junge Person taufen lässt. Und dann haben wir das in der Familie besprochen und sind zum Schluss gekommen, dass wenn man sich sicher ist, sein Leben mit Jesus zu verbringen, dass es keinen Grund gibt zu warten und es auch egal ist, was die anderen Leute über dich denken. So gut, also trotz all den Zweifeln kam es zu dem großen Moment. Vielleicht bevor wir den Clip schauen von eurer Taufe, Dani, erklär uns kurz, wer sitzt eigentlich hier, damit wir die Namen mal gehört haben. Ja, genau, ja. Ja, also Noe hat jetzt gerade gesprochen, genau, dann sitzt da hinten noch Yara, Naemi und Livio. Leider nicht hier sein kann meine Frau, sie muss heute arbeiten. Sie Schade. arbeitet, während wir den Spaß Liebe haben. Grüße Oder? der Mama. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt, bevor wir weiterreden, schauen wir kurz rein, wie ihr euch da taufen lasst im ICF, diese Riesenparty vom März. Also was wir jetzt erleben, habe ich glaube in meinem Leben noch nie erlebt. Es ist eigentlich eine ganze Familie, die sich taufen lässt. Vater, Töchter. Und erklär uns mal ganz kurz, wer du bist, der tauft. Ich bin Mami. Du bist die Mami, die deine ganze Familie tauft. Wieso nicht, oder? So nicht, ja. Was löst es in dir auf, wenn du jetzt deinen Mann und jetzt auch deine Familie taufst? Ich kann das mit Wort gar nicht sagen. Es ist einfach ein mega Geschenk. Ja, ein kurzer Einblick. Natürlich Stark. nicht alles gesehen. Ihr habt da wirklich einen nach dem anderen euch taufen lassen. Was hat das in der Familiendynamik verändert, wenn alle sich so taufen lassen? Seid ihr jetzt alle heilig? Nein, wir sind immer noch gleich laut und gleich hektisch wie früher. Da hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert. Genau. Ja. Aber was sich verändert hat, ich finde, Gott ist deutlich spürbarer geworden in unserer Familie. Wir wissen, wir dürfen gemeinsam Dinge vors Kreuz bringen und das bringt eine Ruhe und einen Frieden in Situationen, die früher viel schwerer handelbar gewesen sind. Das ist Schön. deutlich spürbar. Mega schön. Ja. Ja, erzählt doch noch etwas so über den Moment der Taufe. Was habt ihr während der Taufe so erlebt? Was ging da vor in euch? Ja, die Taufe war für mich persönlich ein sehr emotionaler Moment und ich habe während der ganzen Taufe die Liebe Gottes gespürt und ich habe gespürt, dass ich das einzig Richtige tue und ich habe mich richtig bestätigt gefühlt und ich bin sonst nicht so ein emotionaler Mensch und auch im Alltag nicht. Aber wirklich nach der Taufe kamen mir die Tränen, weil das so emotional war für mich. Ja, sehr schön. Ja. Ja, und du hast ja auch ein besonderes Erlebnis gemacht. Das hat mich auch sehr gefreut. Erzähl doch du mal noch. Genau, ich war am Montag gleich nach der Taufe auf dem Schulweg. Und Gott hat mir wie das Bild gegeben, dass er schützend seine Hände über mir hält. Und damals habe ich mir noch nicht Großes dabei gedacht, weil ich dachte, das ist einfach so ein Blitzgedanke, der mal kommt. Aber dieses Bild ist immer wieder gekommen in Momenten, wo ich Angst hatte oder unsicher war oder ich mich nicht wohl fühlte. Und ich habe einfach gemerkt, das ist wirklich ein Weg, wie Gott mir sagt, dass der Heilige Geist bei mir ist und mich beschützt. Ja. Schön.
Ja, erzähl du, Noe, was du erlebt hast während der Taufe. Als wir nach der Taufe auf der Bühne waren und Leo für uns gebetet hat, habe ich deutlich in meinen Ohren gehört, wie der Himmel applaudiert hat, dass ich mich taufen gelassen habe. Wow, so ein Ich will schönes das auch Erlebnis. Wie war das so, der Himmel applaudiert? Wie tönt das? Also es ist eigentlich unbeschreiblich, es tönt anders als so, wie man sich das vorstellt. Es ist einfach unbeschreiblich. So schön, mega schön, dass Gott euch das geschenkt hat. Dani, was willst du noch ergänzen so? Ja, ich denke, es ist mir ein Anliegen, die Taufe ist ein äußerst wichtiger Moment, ein wichtiger Schritt im Glaubensleben. Und ich möchte allen Mut machen, diesen Schritt zu gehen, auch wenn die Zeit davor angefochten ist. Wir haben das in der Familie auch stark erlebt, mit Unfällen, die meine Frau und Livio erlitten haben. Und wir sind trotzdem mit viel Gottvertrauen durchgegangen und meine Frau ist am Schluss noch mit Krücken ins Wasser gestiegen, um zu taufen. Ja. Genau. Ich habt euch einfach nicht aufhalten lassen. Ihr wolltet dieses neue Leben einfach jetzt in Anspruch nehmen. Ja, unbedingt. Wir sind dann, als wir als Familie soweit waren, schöne Abende auch zusammen verbracht haben mit dem Bibelleseplan, der uns gut darauf vorbereitet hat, war so klar, dass das jetzt sein muss. Ja. Genau. So schön. Hey, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Erzählen. Familie Artmann, ihr strahlt so eine Freude aus, das ist sicher ansteckend für alle, die zuschauen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich möchte dich ermutigen, lass dich taufen, wenn du noch nicht getauft bist. Du kannst zum Beispiel auf YouVersion unseren Bibelleseplan finden von ICF, der dich vorbereitet auf die Taufe. Da findest du viele Ideen, Gedanken nach die Bedeutung der Taufe. Und was wir im ICF oft anbieten als Möglichkeit, wie du dich auf die Taufe vorbereiten kannst, das ist das Get Free. Get Free ist ein Workshop, der an einem Abend stattfindet, wo du durch dein Leben scannst, wo du Freiheit erlebst, wo du einfach dein Leben mit Jesus aufräumen kannst. Also auch eingeblendet siehst du dort den Link zum nächsten Get Free Workshop und natürlich zur nächsten Taufe auch. Da findest du alle Infos bei uns online, icf.ch/Taufe. Lass dich unbedingt taufen. Dieser Start und dieses Einsteigen in die Familie Gottes ist alles entscheidend. Jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Entdecke Gott, Sarah und Raquel. Ja. Ja, schön mit dir hier zu sein, Raquel. Toll. Wir reden heute über Entdecke Gott. Und wir haben da ja diesen Kurs, der ist jetzt am 14.09. beginnt einen neuen. Und so Entdecke Gott, was bedeutet das jetzt? Erzähl doch mal kurz, wie das bei dir so abgelaufen ist. Also ich bin durch Entdecke Gott überhaupt ins ICF gekommen. Oh. Ich habe den Entdecke Gott gemacht. Vor einem Jahr circa war ich in einem Entdecke Gott, habe da eine intensive Zeit erlebt, war super. Und seither habe ich jeden Entdecke Gott mitgemacht. Ah, was? Du bist so richtig angefressen von diesem Kurs. Also es geht ja 10 Wochen. Und was heißt es jetzt, 10 Wochen Intensivkurs? Oder wie sieht das aus von der Zeit her mal zuerst? Ja, also intensiv ist er auf jeden Fall. Es sind 10 Wochen, wo jeden Dienstagabend um 7 Uhr bis 9 Uhr werden die Leute kommen, die kommen hier vorbei, die können vor Ort sein, die können online sein und wir werden da einfach zusammen Gott entdecken, tiefe Themen miteinander besprechen und man kann wie so eine Probe-Small Group erleben. Man wird in eine Small Group eingeteilt und dort kann man Gott zusammen entdecken als Small Group. Teil der Small Groups, die bleiben dann bestehen für später und das ist einfach mega cool, immer wieder zu sehen, wie sich auch Small Groups ergeben aus diesem Kurs. Ja, das begeistert mich, also melde dich an, du siehst eingeblendet, der Kurs beginnt schon bald und Raquel ist ja auch so angesteckt und hat das jetzt viel erlebt und wir möchten dich ermutigen, wirklich das nochmal vertiefen, den Glauben, aber auch, was eben auch cool ist, du hast auch neue Leute kennengelernt. Genau, man lernt immer wieder neue Leute kennen, man kann sich in die Church integrieren. Wenn man noch niemanden kennt, das ist der perfekte Ort, um neue Leute kennenzulernen und sich dann so zu integrieren zu können. Ja. Ja, also melde dich an, Entdecke Gott ist sicher ein gutes Thema. Das sprudelt richtig, das ist ansteckend und ich wünsche dir dann auch viel Spaß. Das war's jetzt von der Churchbox. Schön hast du reingeschaut, vielen Dank und bis bald wieder.